Diese jungen Leute leben in einem Lager, in dem Nomaden sesshaft gemacht werden sollen. Mit ihrem Lied haben sie im Wettkampf mit Sängergruppen benachbarter Dörfer und Städte den zweiten Preis errungen. Die Lagerleitung ist sehr stolz, dies in nur 3 Jahren aus Nomadenkindern gemacht zu haben. Sesshaftmachung bedeutet Landarbeit. Die Nomaden sollen Bauern werden. Disziplin und Schwung werden verlangt. Jetzt lernen Nomaden, was Arbeit ist. Diese Nomaden verdanken der Regierung ihr Leben. Als die Dürre 1975 den Viehbestand dezimiert hatte und Tausende von Nomaden am Verhungern waren, brachte eine sowjetische Luftbrücke sie in den Süden, wo der Boden für Landwirtschaft geeignet ist. Für die Regierung war diese Katastrophe eine einmalige Gelegenheit, den lange gehegten Plan der Sesshaftmachung zu erproben, ohne politische Unruhen fürchten zu müssen. So wurden 120.000 Nomaden in verschiedenen Lagern angesiedelt. Sie sollen Bauern werden. 10.000 jedoch sind mittlerweile zum Nomadenleben zurückgekehrt. Die Nomadenfrauen müssen erst lernen, wie der Wind genutzt werden kann, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Gewöhnen mussten sich die Nomaden auch an die vielen neuen Mikroben, die in den überfüllten Flüchtlingslagern ideale Brutstätten fanden und viele Opfer forderten.